stell dir dein Leben wie ein Algorithmus vor. Wie ein Algorithmus. Heutzutage sind die Algorithmen so. Du scrollst, bleibst eine Sekunde irgendwo stehen oder eine Millisekunde stehen, der hat das registriert. Und er zeigt dir noch mehr davon. Und so ist dein Leben auch. Das heißt, wenn du deine Gedanken, die du investierst, kommen zurück. Du wirst es erleben. Das Leben zeigt dir. Das Leben ist ein grosser Algorithmus, der dir das wieder zeigt. Und je mehr dass man das merkt, desto eher hört man auf, sich irgendwie in so Abwärtsspiralen versuchen zu verfangen. Man lernt Wege zu finden, wie man da rauskommt. Weil man muss eigentlich in eine Aufwärtsspirale kommen. Oder auch Menschen einfach sporadisch erzählen, wenn ein Kollege fragt, wie es dir geht, dann sage ich ihm, hey, ich bin ein riesiger Glückspilz, ich habe gestern mich noch nie so gut gefühlt. Und jetzt bist du schon in seinem Kopf ein Glückspilz. Und anstatt der arme Sieg, der immer brüllt, vom Thema von vorher. Das heisst, du kannst auch einfach gezielt einmal Wörter anderen Menschen, wie du fühlst, ins Maul legen, dass sie dich anfangen so sehen, wie der, wo du willst sein. Weil sie haben auch Kraft. Sie haben auch, wenn sie dich in ihrem Energiefeld so sehen, dann helfen sie dir den Weg dorthin. Darum hat auch mal jemand gesagt, Neid hilft eigentlich am allermeisten der Person, die beneidet wird. Weil es ist eine sehr starke Energie, wo man dieser Person schickt und es nicht gönnen. Das heisst, es gibt dieser Person eigentlich nur noch mehr. Oder? Und darum steht auch in der Bibel, hebt die andere Wange hin, oder? Wenn jemand böse ist, reagiert nicht irgendwie, gang nicht mit Groll auf etwas, weil es kommt zurück, verschwendet keinen Gedanken an irgendetwas Negatives. Ich habe ein Zitat gelesen, worrying, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, worrying is something, is praying for something that you don't want. Also eben auch schon nur sich, was heißt das auf Deutsch, worrying? Heißt das auf Deutsch? Sorgen machen. Sich Sorgen machen ist eigentlich ein Betten für etwas, was du nicht möchtest. Oder? Und das hat schon etwas, je mehr, dass man das beobachtet. Und ja. Aber es fängt halt alles auch damit an, dass man sich das zulässt. Dass man auch mal sagen kann, hey, vielleicht bin ich selber schuld. Also eben, es geht nicht um Schuld, aber vielleicht bin ich verantwortlich für meine Umstände in meinem Leben. Genau, so kann man es sagen. Vielleicht wenn ich wirklich verantwortlich bin für all meine Umstände. Das gibt mir Selbstermächtigung, dass ich auch der bin, wo alles so kann richten, wie ich will. Das heisst, es braucht kein anderer Mensch mehr. Du wirst dann herausfinden, eigentlich brauchst du niemanden in deiner Welt, außer dich selber, um das zu erreichen, was du willst. Wenn du dich in dein Gefühl hineinbegibst, dass du bereits das bist und hast, was du dir wünschst.